Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream von der FWG Embach. Mein Name ist Hans-Uli Klinger und ich führe euch durch das Programm heute Morgen. Wir starten mit einer neuen Serie über Jesus und den Start macht der Roland Hartmeier. Er ist heute Gastprediger bei uns und wird uns heute Predigt halten. Eine gute Nachricht vorab: Wir werden am nächsten Sonntag, 7. 6. Juni, das erste Mal wieder hier miteinander Gottesdienst feiern. Ich möchte euch jetzt schon ganz herzlich einladen zu diesem Gottesdienst. Wir können die Vorgaben vom BAG einhalten und darum starten wir wieder mit unserem Programm live. Aber auch die nicht kommen können, wir werden den Livestream weiter durchführen. Ihr könnt also immer noch über Livestream unsere Predigt, unser Programm dann live noch anschauen. Gerade zum Anfang möchte ich ein Interview machen mit dem Roland Hartmeier. Dann werden wir Predigt hören. Anschliessend haben wir einfach die Zeit miteinander noch Worship zu worshipen, Gott anzubeten mit unserer Band, die live da ist. Dann gibt es News und Mitteilungen. Und anschliessend, wenn das Programm fertig ist, hättet ihr auch noch die Möglichkeit, über Zoom, über das Zoom-Kaffee, einfach da miteinander noch ein bisschen zu schwätzen. Den Link findet ihr auf unserer Homepage. Roland, schön, dass du da bist. Okay. Ich freue mich. Noch mit Abstand. Das nächste Mal ist das schon ein bisschen einfacher. Genau. Wenn man auf deine Homepage geht, dann ist mir natürlich als Bergler aufgefallen, da ist ein Matterhorn. Wieso hast du das Matterhorn auf deiner Homepage? Ja, das habe ich auf der Frontseite da. Ich habe nicht gewusst, dass du ein Bergler bist. Ich bin ein Highway-Bergler. Ich habe es drauf da, weil das ist von einer Wanderung, die meine Frau und ich gemacht haben. Also es ist kein gekauftes Bild, wir haben es wirklich selber machen. Es war wunderschön. Und ich habe ein Matterhorn, könnte sonst ein Berg sein drauf, weil ich in den Bergen mir Gott am nächsten fühle. Und ich viele ganz wichtige Entscheidungen in meinem Leben in den Bergen im Hören auf Gott gefällt habe. Genau, das kann ich also voll nachvollziehen. Entschuldigung für den Schwächer. Der schönste Berg, der ist nämlich nebendran, aber das ist ja gleich. Das ist einfach der bekannteste Matterhorn, also für mich das Weisshorn. Eine zweite Frage. Wir haben ja heute Pfingsten. Pfingsten ist Ausgüssung vom Heiligen Geist. Und was ist das für dich, Pfingsten? Was bedeutet das für dich? Ein wichtiges Element für mich beim Heiligen Geist ist, er hilft mir, nach der Weisung von Jesus zu leben. Wenn ich das Evangelium lese, finde ich immer wieder, es sind wunderbare Anweisungen, aber viele von ihnen sind extrem herausfordernd. Und der Heilige Geist wohnt in mir als Geschenk von Gott und hilft mir, nach dieser Weisung vom Evangelium zu leben. Das ist etwas, was mich dauernd begleitet, auch über Pfingsten raus. Mhm. Ja, es steht da in der Bibel. Ich habe mir das aufgeschrieben. Der Heilige Geist wird als Beistand, als Tröster, man könnte sogar sagen als Anwalt, uns geben. Und ich wünsche euch, dass dieser Beistand jetzt bei euch ist und einfach auch die Predigt euch auftut, die der Roland hat. Und ich möchte für die Predigt noch beten. Ja, Vater im Himmel, und ich möchte dir jetzt einfach danken, haben wir den Sonntag, können wir Pfingsten feiern. Hast du uns einen Beistand gegeben, der uns führt und leitet, wenn wir einfach deine Hilfe brauchen. Wir sind nicht allein. Und so bitte ich dich jetzt einfach, dass du uns führst und leitest, durch die Predigt, in diesen Gedanken, die wir haben während der Predigt. Hab Dank dafür. Und bist du auch beim Roland, führ du ihn in Wort, gib ihm die richtigen Gedanken. Hab Dank dafür. Amen. Amen. Dann darf ich dich bitten. Danke, Hans-Uli. Unser Thema heute Morgen heisst «Von Gnade berührt». Wir befassen uns mit dem biblischen Gedanken von der Stellvertretung. Wir werden sehen, dass Stellvertretung sehr viel mit Gnade zu tun hat. Wir haben hier ein Kreuz. Das Kreuz ist Symbol vom christlichen Glauben. Die Bibel sagt, dass Jesus am Kreuz
für uns gelitten hat und das Kreuz uns mit der Gnade von Gott in Berührung bringt. Es gibt eine zentrale Frage im Zusammenhang mit dem Kreuz, die immer wieder gestellt wird. Das ist eine wichtige Frage. Warum hat Jesus müssen sterben? Warum das Kreuz überhaupt? Die Frage wird seit 2000 Jahren immer wieder gestellt. Buchstäblich Hunderte von Büchern sind darüber geschrieben worden. Die einen sagen, Jesus ist als Märtyrer gestorben. Er ist als einer gestorben, der eine gute Idee hatte und für diese Idee sein Leben gelassen hat. Andere sagen, Jesus hat sich mit den Mächtigen angelegt und ist als Opfer von einer ungerechten Justiz gestorben. Nochmal andere sagen, Jesus hat uns mit seinem Tod ein Vorbild hinterlassen für wahre Menschlichkeit. In diesen Antworten stecken das Körnchen Wahrheit, aber sie sagen uns nicht alles über Jesus. Die Bibel sagt, dass der Tod von Jesus ein stellvertretender Tod war. Im Römerbrief Kapitel 5, Vers 8 steht, Gott hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Bei dem Satz kannst du das Wort «für uns» in Gedanken unterstreichen. Jesus ist für uns gestorben. Für uns, das bedeutet zu unseren Gunsten oder an unserer Stelle. Dass Gott seinen Sohn sendet, damit er für uns stirbt, das ist Gnade. Die Bibel ist voll von Gnade, vor allem das Neue Testament. Im Epheserbrief, im Kapitel 1, Vers 6 bis 7, steht Folgendes. Wir wollen Gottes herrliche, unverdiente Güte preisen, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben. Denn durch sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslicher Gnade. Zwei Begriffe fallen in diesen Sätzen auf: unverdiente Güte am Anfang und unermessliche Gnade am Schluss. Gott hat für jeden von uns unermessliche Gnade parat. Ich möchte euch heute zeigen, dass der Tod von Jesus uns mit dieser unermesslichen Gnade von Gott in Berührung bringt. Wenn wir verstehen, was Gnade ist, dann müssen wir verstehen, warum Jesus als Stellvertreter sterben musste. Ich möchte immer einen grossen Bogen ansetzen. Wir alle wissen, dass in der Welt viel schief läuft. Es langt, wenn wir 30 Minuten Nachrichten schauen oder wenn wir Spams auf unserem Computer löscht. Dann wird uns wieder deutlich, mit unserer Welt stimmt fundamental etwas nicht. Was stimmt nicht mit uns? Leiden wir an einem Mangel an Bildung? In den letzten Jahren haben uns Terrorismusexperten vorgerechnet, dass dem Terrorismus Boden entzogen werden, wenn junge Männer bessere Bildungschancen hätten. Aber auch gut Ausgebildete sind in den vergangenen Jahren in Heiligen Krieg gegangen. Ist ein Mangel an Sozialisierung? Wenn ein Verbrechen passiert, ist immer jemand zur Stelle, der sagt, das ist die Folge von Ablehnung von der Gesellschaft oder die Folge von Mangel der Zuwendung. Ist es Egoismus? Vielleicht müssen wir nur lernen, ein bisschen rücksichtsvoller sein, vielleicht müssen wir ein bisschen mehr Toleranz einüben. Aber dann kommt die Frage auf, woher kommt eigentlich der Egoismus? Was ist das Grundübel in der Welt? Viele Menschen sind irritiert, dass es so viel Böses in der Welt gibt. Wie kann es sein, dass sich Politiker bestechen lassen? Wer kommt auf die Idee, Kinder zu missbrauchen? Warum gehört eigentlich der Krieg nicht schon längst der Vergangenheit an? Wir sind doch aufgeklärte Menschen, wir sind doch gebildete Menschen. In unserer Gesellschaft herrscht die Meinung vor, dass der Mensch gut ist und dass durch Wille und durch Fortschritt eine bessere Welt erreicht werden kann. Wir erleben tatsächlich einen rasanten technischen Fortschritt. Als ich 20 war, das ist jetzt schon ziemlich lang her, habe ich nicht gewusst, was ein Notebook ist. Ich möchte euch das mal vorstellen. Ich habe mit 20 nicht gewusst, was ein Notebook ist. Meine Nichte heute weiss nicht, dass ich einmal nicht gewusst habe, was ein Notebook ist. So schnell geht das. Der technische Fortschritt ist absolut beeindruckend. Jede neue Handygeneration hat wieder neue Features. Es ist unglaublich, was der Mensch technisch alles zustande bringt. Der Mensch an sich aber
als Person, mit seinen Werten, mit seinem Handeln, scheint immer der gleiche zu bleiben. Was ist los mit uns? Warum gibt es so viel Böses? In der Bibel gibt es keine Irritation, was Böse betrifft. Die Bibel hat einen Begriff für das Grundübel in der Welt. Das, was schief läuft, wird im Begriff der Sünde zusammengefasst. Sünde ist ein Begriff, der irgendwie nicht in unsere tolerante Welt passt. Wir reden von einem architektonischen Sündenfall, wenn wir ein Gebäude für misslungen halten. Oder davon, dass wir gesündigt haben, weil wir uns zu viel auf den Teller geladen haben. Eine Sünde, das ist ein kleiner, netter Fehler, den wir machen, aber kein Problem, das wir lösen müssen. Die Bibel sieht das völlig anders. Die Bibel redet sehr eindringlich über die Sünde und sie redet über Gottes Gericht über die Sünde. Sie sagt, dass wir durch Jesus Vergebung von unseren Sünden haben. Darum haben wir im Epheserbrief gelesen, durch sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Wenn wir Gnade verstehen und wenn wir das Kreuz verstehen, das wichtige Symbol von unserem Glauben, dann müssen wir verstehen, was die Bibel über die Sünde sagt. Die Bibel verwendet verschiedene Bilder, um das Problem zu beschreiben. Eines der Bilder, das häufig gebraucht wird, ist das Bild der Grenzüberschreitung. Sünde wird am häufigsten als Übertretung von Gottes Gebot bezeichnet. Das wird sehr gut an der ersten Sünde sichtbar von Adam und Eva im Garten Eden. Dort haben sie das Gebot von Gott buchstäblich übertreten. Gott hat die Grenzen festgelegt. Er hat Adam und Eva gesagt, dass sie von der Frucht vom Garten essen dürfen, aber nicht von der Frucht vom Baum, wo Baum von der Erkenntnis genannt wird. Gott hat also eine Grenze gezogen für Adam und Eva. Du darfst alles machen, aber von dem Baum darfst du nicht essen. Und wo dann die Eva und nachher auch der Adam die Hand ausgestreckt haben und von dieser Frucht gegessen haben, haben sie eine Grenze überschritten, die Gott ihnen gesetzt hat. Sünde ist übertreten von einer Grenze, wo Gott uns zu unserem Guten setzt. Ein anderes Bild ist die Auflehnung. Sünde ist ihrem Wesen nach Auflehnung gegen Gott. Wenn wir Grenzen überschreiten, wo Gott uns setzt, dann lehnen wir uns gegen unseren Schöpfer auf. Sünde ist im Grunde genommen Rebellion gegen den Schöpfer. Ein weiteres Bild ist das Bild der Zielverfehlung. Das Bild zeigt uns, wohin es führt, wenn wir meinen, unseren Weg selber zu bestimmen und uns gegen Gott auflehnen. Im Buch vom Prophet Jesaja heisst es, dass wir alle in die Irre gehen, wie Schafe, die ihren Weg verloren haben. Wenn wir unseren sündigen Neigungen folgen, wenn ich immer gerade das mache, was der Roland in mir will, dann verfehle ich das Ziel, das Gott mit meinem Leben hat. Sünde ist eine ernste Sache. Das Grundübel in der Welt ist nicht der Egoismus, ist nicht mangelnde Sozialisierung, ist nicht mangelnde Bildung. Das Grundübel, das alle anderen Übel hervorbringt, nennt die Bibel Sünde. Der J.I. Packer, ein kanadischer Theologe, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Heiligkeit. Ich habe das Buch vor vielen Jahren gelesen und es hat mich tief bewegt. In dem Buch fasst der Packer die Sünde wirkungsvoll zusammen. Er charakterisiert die Sünde als Übertretung von Grenzen, die Gott uns setzt, als Auflehnung gegen unseren rechtmäßigen Besitzer und Herrscher, als Nicht-Erreichen vom Ziel, wo wir nach Gottes Willen ansteuern sollten, als ein Brechen vom Gesetz, das Gott erlassen hat. Und der Packer fährt weiter und charakterisiert die Sünde weiter als es uns selber besuddeln aus Gottes Sicht, was uns unfähig macht zur Gemeinschaft mit Gott. Als ein Umarmen von der Dummheit, indem wir Gottes Ohren für Gottes Weisheit unsere Ohren für Gottes Weisheit verschliessen. Und als eine Schuld, wo wir vor Gottes Richterstuhl auf uns laden. Wenn wir das so auf uns wirken lassen, die geballte Ladung, dann wird deutlich, Sünde ist nicht ein kleiner, netter Fehler. Das mit der Sünde ist eine ernsthafte Sache.
Wenn wir begreifen, was Sünde ist und wie uns die Sünde vom guten Leben, das Gott uns geben will, wegführt, dann verstehen wir, was es bedeutet, dass Jesus für uns gestorben ist. Jesus ist für uns gestorben, damit wir in Verbindung mit Gott sein können. Das Kreuz bringt uns in Berührung mit der Gnade von Gott. Und die Gnade, die ist grösser als unsere Sünde. Die Gnade ist grösser als der grösste Mist, den wir je bauen könnten. Wir müssen den Bogen noch ein bisschen weiterspannen und fragen, was ist Sünde genau? In der allgemeinen Vorstellung sind Sünden einzelne Vergehen. Wir übertreten die Grenzen, wir machen uns schuldig, wir machen etwas, wo wir wissen, wir sollten nicht. Sünde bedeutet, ich mache schlechte Sachen. Das ist korrekt, aber es ist nicht die ganze Geschichte. Auch gute Sachen können zur Sünde werden. Überlegen wir uns einmal Folgendes. Was ist das höchste Gebot in der Bibel? Überlegt einmal daheim bei euch in den Stuben oder immer, wo ihr immer sind, was ist das höchste Gebot in der Bibel? Ich denke, viele von uns wissen es. Das höchste Gebot ist, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben und neben ihm keine anderen Götter haben. Das ist das erste Gebot. Wenn das höchste Gebot darin besteht, Gott zu lieben und keine anderen Götter zu haben neben ihm, dann ist die grösste Sünde, etwas an Gottes Stelle zu setzen. Denk mal über den folgenden Satz nach. Sünde bedeutet nicht nur Böses zu tun, Sünde bedeutet ebenso gute Dinge zu ultimativen Dingen zu machen. Praktisch alle guten Sachen im Leben können zu ultimativen Sachen werden und mit dem zur Sünde gegen Gott. Es ist gut, wenn ich meinen Partner liebe und in dieser Partnerschaft Erfüllung finde. Aber mein Partner ist nicht Gott. Wenn wir alles Glück von der Welt von unserem Partner erwarten, ist unsere Beziehung grossen Belastungen ausgesetzt. Wenn mein Partner für mein Glück verantwortlich ist und ich verlange, dass ich geliebt werde und das Glück einfordere, dann habe ich meinen Partner an Gottes Stelle gesetzt und habe ständig Probleme in der Partnerschaft. Es ist gut, Leistungen zu erbringen, irgendwo in der Gesellschaft, in der Firma. Es ist gut, Verantwortung zu übernehmen. Wenn wir erfolgreich sind, kann es sein, dass wir anfangen, ohne dass wir es merken, Erfolg und Macht anzubeten. Anstatt Gott. Streben nach Ansehen und Gelingen kann zu einer Krankheit werden, die in unserer Seele wuchert. Wenn wir den Erfolg anbeten, versuchen wir verzweifelt der Beste zu sein und unsere Macht zu erhalten. Wir werden misstrauisch und wir werden Menschen um uns herum niederhalten, damit uns niemand vom Thron stößt. Genau das ist der Punkt, wo die Sünde liegt. Wir sind auf dem Thron, mein Ansehen, das, was ich kann, meine Macht und nicht Gott. Gott sagt, dass wir neben ihm keine anderen Götter haben sollen, auch nicht das kleine Herrgöttli, das wir manchmal gerne möchten sein. Praktisch alles im Leben kann ein Gott sein und uns zur ultimativen Sünde verleiten. Es ist zum Beispiel gut, körperlich fit zu sein. Wenn wir unsere Identität von unserem guten Aussehen oder unserem jugendlichen Körper abhängig machen, wird das Streben zum Ersatzgott. Wenn wir unseren Lebenssinn an unser gutes Aussehen koppeln, werden wir uns hässlich fühlen, weil es gibt immer jemanden, der besser aussieht als wir. Ein Unfall oder eine Krankheit kann unser Leben total aus dem Gleichgewicht bringen. Spätestens, wenn das Alter seine Spuren hinterlässt, werden wir uns unnütz vorkommen, wenn unser Gott im Spiegel jeden Tag ein bisschen mehr Falten bekommt. Das Ziel von unserem Leben besteht darin, Gott zu lieben, Gott an die erste Stelle zu setzen und unseren Mitmenschen zu dienen und sie so zu lieben wie uns selber. Lieb Gott und die Nächsten wie dich selber. Das ist Christentum. Immer wenn ich etwas anderes an die Stelle von dem grossen Lebenssinn setze, beten wir einen falschen Gott an und begehen die grösste Sünde und die grösste Dummheit. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass Sünde eine ernste Sache ist. Wenn Gott uns geben würde, was wir verdienen für unsere Sünde, dann müsste er uns bestrafen.
Aber, und das ist das dicke Aber, was das Christentum zum Christentum macht, die Sünde hat nicht das letzte Wort. Das letzte Wort hat Gnade. Gott liebt es, uns nicht zu geben, was wir verdienen, sondern uns das zu geben, was wir uns nie verdienen können. Und das ist seine Gnade, sein Wohlwollen. Wir alle verdienen Strafe für unsere Sünde. Es wäre nackte Gerechtigkeit, wenn Gott uns die Folgen von unserer Sünde in aller Ewigkeit würde tragen. Aber Gott will das nicht. Er gibt uns nicht, was wir verdienen, sondern er gibt uns seinen Sohn, der an unserer Stelle unsere Schuld auf sich nimmt. Das Entscheidende am Kreuz ist, dass es an unserer Stelle passiert ist. Jesus ist nicht als Vorbild gestorben. Jesus ist nicht als Märtyrer gestorben. Die Bibel sagt, der wesentliche Grund, warum Jesus ans Kreuz hat müssen, ist, dass er als unser Stellvertreter stirbt. Was ist das Stellvertretung? Stellvertretung ist, wenn jemand an der Stelle von einem anderen eine Schuld oder ein Urteil auf sich nimmt, sodass der Begünstigte die Folgen von dem Urteil nicht selber tragen muss. Jemand anderes tritt an deine Stelle und nimmt die Schuld oder das Urteil auf sich, sodass du frei bist. Um was es geht, zeigt die Geschichte von dem Mann da, die Geschichte von František Gavjoníček, den ihr links im Bild seht. Der František ist früh im Zweiten Weltkrieg ins Konzentrationslager Auschwitz gekommen. Zwischen 1940 und 1945 haben die Nationalsozialisten in Auschwitz über 1 Million Juden ums Leben gebracht. 1941 ist der polnische Priester Maximilian Kolbe, den ihr rechts im Bild seht, ebenfalls nach Auschwitz gekommen. Er ist von der Gestapo verhaftet worden, weil er Juden Zuflucht gewährt hat. Der Maximilian Kolbe war ein stiller, außergewöhnlicher Mann. Er hat sofort, nachdem er ins Lager kam, angefangen als Seelsorger unter den Mitgefangenen zu wirken. Er war noch nicht lange im Lager, wo die Lagerleitung vermutet hat, dass eine Gruppe von Häftlingen einen Ausbruch plant. Als Abschreckung hat man völlig willkürlich eine Gruppe von Männern aussortiert und sie wollen exekutieren. Einer davon war der František. Wo sein Name von der Liste der Todgeweihten gelesen worden ist, hat er laut geklagt und gerufen: Ich bin verheiratet und habe 2 Kinder. Der František hat 2 Söhne gehabt. Wo der Maximilian Kolbe das gehört hat, ist er vorgetreten und hat den Lagerleiter gebeten, darf ich die Stelle vom František einnehmen. Es ist ihm gewährt worden. Am 31. Juli 1941 ist der Maximilian Kolbe in einen Hungerbunker gesperrt worden, der berüchtigte Hungerbunker vom Block 11 in Auschwitz. Dort hat man die Gruppe von Männern, es sind etwa 12 gewesen, sich selber überlassen, bis sie verhungert sind. 14 Tage später ist der Maximilian Kolbe und 3 andere aus der Gruppe, die noch nicht ganz verhungert waren, durch Giftspritzen getötet und verbrannt worden. Der František hat das Lager überlebt. Seine beiden Söhne hat er nicht mehr gesehen, die sind bei einem Bombenangriff der Sowjets ums Leben gekommen. Ein halbes Jahr nach seiner Freilassung hat der František seine Frau Helena wiedergefunden. 1995 ist der František, 93-jährig, gestorben. Der František hat einen Stellvertreter gehabt. Der Maximilian Kolbe. Der Maximilian Kolbe hat sein Leben gegeben, damit der František leben kann. Was ist das? Das ist ein Akt der Gnade. Das ist genau das, was am Kreuz passiert ist. Jesus hat als unser Stellvertreter sein Leben gegeben, damit wir das Urteil über unsere Sünde nicht selber tragen müssen. Im Gegensatz zum František und den anderen Häftlingen in Auschwitz ist die Verurteilung von uns nicht ungerecht. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heisst, die Sünde zieht immer Konsequenzen nach sich und die letzte Konsequenz ist der Tod. Diese Strafe hat Jesus auf sich genommen, sodass wir frei sind. Jetzt verstehen wir besser, was Stellvertretung bedeutet. Das bedeutet nicht, dass Gott das Auge zudrückt.
Im Gegenteil, die biblische Lehre von der Stellvertretung macht deutlich, dass Gott Sünde ernst nimmt. Er kommt nicht und deckt sie mit dem Mantel von der Liebe zu und sagt, ist doch alles gar nicht so schlimm. Gott nimmt Sünde so ernst, dass Sünde beglichen werden muss. Schuld muss beglichen werden. Das verlangt Gottes Heiligkeit. Gleichzeitig aber ist Gott Gerechtigkeit. Die Bibel sagt uns, Gott ist Liebe. Und darum bietet er uns in seinem Sohn einen Stellvertreter an, der unsere Schuld auf sich nimmt, damit wir sie nicht tragen müssen. Wir gehen frei aus. Wir kommen völlige Vergebung und Freispruch über. Wir sind von Gott angenommen, wir sind begnadigt. Ich habe versucht, das, was mir heute Morgen wichtig ist, in einem Satz zusammenzufassen. Ihr seht ihn eingeblendet. Gott liebt es, uns nicht zu geben, was wir verdienen, Strafe für unsere Sünden, sondern uns zu geben, was wir nie verdienen können, Vergebung und Annahme. Nimm den Satz in die neue Woche. Gott liebt es, dir nicht zu geben, was du verdienst. Du und ich, wir verdienen Strafe für unsere Sünde, aber Gott liebt es, dir zu geben, was du nie kannst verdienen. Vergebung und Annahme und Gnade kann man sich nicht verdienen. Das ist der Kern vom Christentum. Jesus nimmt als unser Stellvertreter unsere Schuld auf sich, sodass die Schuld völlig tilgt ist und wir Vergebung haben und Gott uns annehmen kann. Wir sind buchstäblich Begnadete. Das Kreuz bringt uns mit der Gnade von Gott in Berührung. Ich möchte zurückkommen auf den Bibelvers, den wir am Anfang gelesen haben. Wir haben im Epheser 1, Kapitel 1, Verse 6 bis 7 gelesen. Wir wollen Gottes herrliche, unverdiente Güte preisen, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben. Denn durch sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslicher Gnade. Wenn ich den Text so lese, dann fällt mir auf, der hat einen total optimistischen Ton. Der Paulus, der den Epheserbrief geschrieben hat, staunet über die Güte von Gott, die durch Sterben von Jesus für uns sichtbar wird. Er kann nicht anders als auf seine Knie fallen und Gott danken für die unverdiente Güte, die da sichtbar wird. Es ist unermessliche Gnade, dass Gott uns nicht gibt, was wir verdienen, sondern uns gibt, was wir nie verdienen können. In diesen Versen leuchtet das helle Licht von der Gnade auf, wo vom Kreuz ausgeht. Nachdem wir uns mit dem Dunkel von der Sünde befasst haben, wir haben das heute sehr ausführlich gemacht, können wir verstehen, warum der Paulus so begeistert ist, dass wir einen Stellvertreter haben. Wenn wir begreifen, wer wir in unserem natürlichen Zustand sind, wir sind Übertreter vom Gesetz, wir sind Rebellen gegen Gott, dann sehen wir das helle Licht vom Kreuz, wo uns Sünder Begnadete macht. Ich bin ein Begnadeter. Ich bin ein Sünder, ja. Aber ich bin noch viel mehr ein Begnadeter. Das ist meine Identität als Christ. Von dieser Gnade, die am Kreuz sichtbar ist, lebe ich jeden Tag. Es gilt für mich und für dich die unverdiente Güte Gottes. Gott schämt sich nicht für mich, dass ich Fehler mache. Er kennt den Roland in mir. Er weiß, zu was dass ich fähig bin. Aber Gott schämt sich nicht für mich. Ich lebe von der unermesslichen Gnade von Gott und das jeden Tag. Wenn du am Montagmorgen aufstehst, es ist schon bald Montagmorgen, und du in den Tag gehst, dann hat Gott für dich unermessliche Gnade parat. Danke Gott, dass ich in dieser Woche unter deiner Gnade leben darf. Danke Gott, dass deine Gnade unermesslich ist. Die Gnade muss ich mir nicht verdienen. Ich kann sie mir nicht verdienen. Sie ist da, weil Jesus mein Stellvertreter ist. Ich finde es etwas sehr Kraftvolles, wenn man Bibelverse beten tut. Besonders kraftvoll werden sie, wenn man sie proklamiert. Proklamieren, das ist ein hörbares Aussprechen von biblischen Wahrheiten im Glauben. Wie wäre es, wenn wir den Text nehmen und dann zu einem ganz persönlichen Gebet machen? Indem wir anstelle vom Wir ein Ich setzen. Das würde dann so tönen:
Ich will Gottes herrliche, unverdiente Güte preisen, die ich durch seinen geliebten Sohn erfahren habe. Weil durch sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat, bin ich erlöst, sind meine Sünden vergeben. Und das verdanke ich allein der unermesslichen Gnade von Gott. Ich lade dich ein, mit mir Epheser 1, Vers 6 bis 7 im Glauben zu proklamieren. Du kannst jetzt daheim, wenn du willst, hörbar mit mir mitsprechen und im Glauben proklamieren, dass du ein Begnadeter von Gott bist. Bist du bereit dazu? Dann können wir das miteinander proklamieren. Ich will Gottes herrliche, unverdiente Güte preisen, die ich durch seinen geliebten Sohn erfahren habe. Denn durch sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat, bin ich erlöst, sind meine Sünden vergeben. Und das verdanke ich allein Gottes unermesslicher Gnade. Amen. Ich möchte euch Mut machen, im Glauben in die neue Woche zu gehen. Nimm das mit, du bist ein Begnadeter von Gott. Nimm das mit, Gott liebt es, dir nicht zu geben, was du verdienst. Du und ich, wir würden die Strafe für unsere Sünde verdienen. Aber Gott liebt es, dir das zu geben, was du dir nie kannst verdienen. Gnade kann man per Definition sich nicht verdienen. Du hast Vergebung, du hast Annahme bei Gott durch Jesus, der dein Stellvertreter ist. Und das verdankst du allein dieser unermesslichen Gnade von Gott. Ich wünsche dir Gottes Segen, wenn du am Montagmorgen aufstehst und in die neue Woche gehst. Amen. Vielen Dank, herzlichen Dank für euren Beitrag. Herzlichen Dank einfach auch Roland Hartmeier für das Thema von der Gnade. Gnade, wo uns Gott von Gott kommt. Wenn euch die Predigt gefallen hat, dann könnt ihr sie ja teilen, schickt den Link weiter und gebt doch das auch so weiter. Am nächsten Sonntag, wie ich schon gesagt habe, findet der erste Gottesdienst da wieder statt. Am 7.6. Sonntag, Tannenstrasse 95 in Embrach, haben wir miteinander wieder das erste Mal Gottesdienst miteinander. Es wird auch wieder einen Livestream geben, wie ich schon gesagt habe. Auch dort wird der Roland Hartmeier nochmal die Serie weiterführen, und zwar mit dem Thema Befreit leben. In ferner Zukunft, im Herbst, wenn es möglich ist, und es sieht jetzt so aus, hätten wir ein Gemeindewochenende. Es haben sich noch nicht so viele angemeldet, vielleicht müsst ihr noch mal ganz weit vorne in eurem Mailbriefkasten schauen, dort ist die Anmeldung mal gekommen. Und für das möchten wir euch jetzt einen kleinen Clip einspielen. Ich bin in Seewis und gerade ans Gemeindeweekend vorbereitet. Und ich überlege mir, was ist echt das, was unsere Gemeinde so richtig braucht in dieser Zeit nach dem Coronavirus, was richtig gut tut zum Auftanken. Also ich glaube, ein bisschen Spass muss unbedingt dabei sein. Die einen brauchen doch das irgendwie. Oder auch zum zusammen spielen und Zeit verbringen und miteinander Gemeinschaft haben. Und natürlich, wenn wir auch eintauchen in die Bibel und das Wort von Gott und dort so richtig auftanken am Herz vom Vater. Wow, das klingt super. Und wie ist es dann, wo wohnen wir denn da? Wir sind hier im wunderschönen Prättigau im Jugendhaus in Seewis. Da hat es nicht nur eine wunderschöne Aussicht und ein super feines Essen, es hat sogar ganz viele Spielmöglichkeiten und eine super Turnhalle. Das wird super genial da oben. Cool, ich freue mich mega. Und ich glaube, es wird eine mega gute Zeit. Amen. Bist du auch dabei? Ich bin in Seewis und gerade ans Gemeindeweekend vorbereitet. Und Jawohl. ich überlege mir, was ist echt das, was unsere Gemeinde so richtig braucht? Genau. Das war intensiv. Ja, ich möchte euch ganz herzlich einladen, einfach für das Gemeindeweekend. Ich möchte euch einladen, einfach eine Gemeinschaft haben miteinander. Und ich bin schon mega gespannt, wie es dann dort wird sein. Wir haben aber auch noch etwas anderes, was wir durchführen können. Und da haben wir lange gezittert. Das ist nämlich das Sommerlager. Und da macht jetzt gerade ein Krieger
irgendwo auch Reklame dafür. Ja, ich habe vor gut 4 Monaten ein Zeichen bekommen. Ich habe von Gott ein Zeichen bekommen. Ich bin der Gideon und ich habe zu Gott gebetet. Gott hat sich bei mir gemulden und er hat gesagt, hey, du wirst die Midianiter besiegen, du wirst die Midianiter wegscheuchen. Unser Land ist voll von Midianiter und wir werden so hart unterdrückt. Und ich habe Gott um ein Zeichen gebeten und Gott hat mir sogar 2 gegeben. Gott hat mir 2 Zeichen gegeben. Er hat einmal das Fell nass gemacht am Morgen und aussen dran alles trocken und hat das Fell trocken lassen und aussen dran alles nass. Und das hat mir gezeigt, dass Gott da ist, dass Gott will, dass wir die Midianiter verscheuchen. Er will, dass wir gegen die ankämpfen. Und nachher ist die Zeit von Corona und ich habe so gedacht, wie mache ich jetzt das? Mit 5 Meter Abstand kämpfen, das ist recht unmöglich. Ich habe keinen Plan gehabt. Und ich habe dann gedacht, ja, okay, der Speer der hat schon ungefähr 2 Meter. Aber ich habe wirklich nicht gewusst, was ich machen soll. Und letzten Mittwoch war es so genial. Es ist herausgekommen, dass wir unser Sommerlager durchführen können. Und wir werden auch das durchführen. Wir sind jetzt voll heiß in der Planung und wir sind voll dran, einfach, dass es ein mega cooles Lager wird. Es sind da wirklich viele Leute dran. Und da möchte ich euch einladen, einfach auch nochmal zum Werbung machen, um den Leuten weiter zu sagen, dass wir kämpfen brauchen. Wir müssen die Midianiter verscheuchen, die müssen aus unserem Land. Es ist fertig unterdrückt, Gott hat es versprochen. Und dann möchte ich euch einladen, dass ihr einfach das weiter erzählt. Und wir haben sogar ein Spiel entwickelt, das dazu führt, dass wir Kämpfer anhören. Das ist mit diesen Kärtchen hier oben dran. Die kann man abreißen vom Flyer. Nachher kann man Kärtchen sammeln. Und so könnt ihr uns helfen, neue Krieger anzuhören. Die Erklärung steht beim Flyer auf dieser Seite. Und heute am Nachmittag kommt noch ein Erklärungsvideo raus, das dann das Spiel noch genauer erklärt, wo ihr dann schauen könnt. Wir werden uns melden, aber denkt dran, wir brauchen Kriege, wir brauchen dich für Sola. Kämpfen wir zusammen für das Königreich von Gott. Amen, Amen, Amen. Yes. Danke vielmals, Simi. Cool. Ich muss mich einmal da informieren über die Kärtchen. Das ist im Vorab und schaut doch das Video, dann wisst ihr, wie ihr da mitmachen könnt. Es haben sich schon über 50 Kinder angemeldet für das Sola und es hat noch Platz für mehr. Danke vielmals für euren Einsatz. Danke möchte ich einfach auch für die Spenden, für das, was uns einfach da immer wieder am Leben erhalten, da im Gebäude und einfach auch, dass wir die Live-Gottesdienste auch machen können. So kommen wir zum Schluss. Anschliessend gäbe es eben noch den Zoom, die Kaffeebar, wo wir über den Link miteinander auch noch ein bisschen Gemeinschaft haben. Das mal noch über den PC. Das nächste Mal können wir dann da miteinander 1 Gemeinschaft haben. Ich möchte jetzt euch noch auffordern, einfach da aufzustehen, daheim vom Sofa. Genau, ich möchte euch noch einen Segen sprechen. Und der Segen, der steht im 2. Thessaloniker 3,16. Dort steht: Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden immerdar und auf alle Weise. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Ich wünsche euch mit dem Segen, mit seiner Gnade, ein schönes Pfingstwochenende und lasst euch durch seine Gnade einfach auch bewegen. Ciao miteinander. Ooh, see your head in the water, babe. With your breath like ticker tape, honey, I know you get scared of nightlife super show. Oh, but the plans I have for you, I see you bloom like your buddy on the moon. Ooh, dear, put your crown on. See your time's running fast, you can call upon. Nobody knows that you're not here.